Könnt ihr euch noch an mein Basketball-Experiment erinnern? Das ist einfach schon lange hier. Nicht einfach nach ein Kermatt. Zählt lo an diesem Video ganz genau Passen von der weißen Mannschaft. Okay? Brett? Ja! Go! Okay, Konzentration. 1, 2, 3. Hat er auch 23 gezählt? Bon, die das Video schon kannt haben, die wussten, dass es nicht darum gegangen ist, für Passe vom Ball zu zählen, sondern um den Gorilla, der gleichzeitig das Spiel gelaufen ist. Gucken wir mal nach, ja. Tatsächlich, den haben wir Fedro komischerweise nicht gesehen. An dem ist wirklich das Spiel gegangen. Am engem Experiment vun Haut geht aber nicht um den Gorilla, mit darum, dass wir zeitweise richtig blank sind. Guck mal ganz genau mich an, währenddem ich so ein Video gucke. Ah, du warst hier uns blank, weil du blind bist. Das auch. Mit du hast aber noch einen anderen Effekt, und das ist den von den Zirkaden. Das sind die Springen, die als Pupille machen, für hin und her zu gucken. Während so einer Zirkad sind wir blank. Und ich mache der Zirkaden aber ziemlich viel. Wie blank, und das obwohl ihn dann abholt. Ja, stell dir mal vor, mir gäbe gesehen während so einer sehr Bewegung. Da gibt dann ungefähr dasselbe gesehen wie das Kamera. Wow, du gehst eigentlich verdrunken. Ja, und zumindest am Normalzustand gesehen wir keine so ein verschwommene Bilder. Das ist, weil als Gehirn als an kurzzeitig während so einer Zirkad ausschaltet. Und das könnt ihr auch daheim testen. Also, und was muss ich dann da machen? Man guckt an einem Spiegel, guckt aufwissend längst an und dann noch rechts an. Ja? Dir sieht lo, dass meine Pupillen sich bewegen, aber ich selber sehe das gar nicht. Die muss das unbedingt selber ausprobieren. Aber mit dem Experiment haben die Forscher geschlossen, dass wir während so einer Zirkad blank sein. Aber wie lange wir wirklich blank sind, das holen wir mit den Forschern von der Uni in die Lupe. Am Eye-Tracking-Labor auf der Uni können Forscher genau analysieren, woher Testpersonen hingucken. Hallo. So, du hast hier einen Eye-Tracker, das ist ein Gerät, das als verfolgen kann. Wie funktioniert das? Das Gerät sendet Infrarot aus. Aha. Das wird vom Auge reflektiert, außer von der Pupille. Und darüber können wir wissen, wohin das Auge blickt. Okay. Haben die heute mein Video mit verschiedenen Testpersonen geguckt? Ich habe es einigen Testpersonen gezeigt und hier siehst du die visuelle Auswertung, wohin die Personen geblickt haben. Aha. Und man sieht jetzt tatsächlich, dass die deinen Affen nicht sehen. Ja, ich gesehen, du hast ihn aber auch nicht gesehen. Nee, anscheinend nicht. Das heißt, beim Eye-Tracking, du bringst den also fertig raus von der, worauf die Leute sich konzentrieren. So, Thomas, finden dann auch heraus, wie oft man blind sind. Die Zeiten müssen wir genau aus der Analyse ausschließen, wo die Leute ihre Augen bewegen oder blinzeln. Aha. Und ich kann es dir sofort zeigen. Okay. So, was sie halt normalerweise machen, sie natürlich nicht mein Video analysieren, aber sie gucken, ob welche Inhalte die Leute als echt sich fixieren, wenn sie ein Dokument kriegen. Und was du mal rausfand? Ich habe die Zirkaden und das Blinzeln zusammengezählt und insgesamt sind die Leute im Mittel bei deinem Affenvideo 1,8 Sekunden blind. Wow, okay, 1,8 Sekunden und das bei einem Video von 20 Sekunden. Das ist auf den Tag gerechnet, wäre man dann über eine Stunde blind. Kann ich das so sagen? Das kann gut sein. Oh, krass, wir sind über eine Stunde pro Tag blind. Da habe ich endlich eine Erklärung dafür, wie werde ich die ganz Bier Spulen nicht daheim gesehen. Das ist gut zu wissen. Da geht ein Lummelding auf Frau zählen.